Dankeschön für die schöne Leiter. All right, Johnny, best ride for in the beginning? Okay, good. You're not. Ja, wir beten. Dankeschön Gott, dass wir können den Tipp kommen, dass wir den Wort haben hier so, dass wir alle Access haben zu dort und wir alle von lesen können. Und ich bete, dass die durch Johnny die wiedergeben und die Kraft um hier so verbringen, was du für uns von dir hast. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Thank you. Ik voel me van jou een beetje als, ik kan vielleicht metvallen, wenn je mal ever zijn op een reis gefahren, Willy zei dat we nu op een grote reis je was, en andere vielleicht ook, wenn ich abhaken das für die Reise, und die weet zo dan das und das Tag, waar we fahren, en dan ist einer bedragt, und das Arbeit, und alle Sachen, was einer dat, und eins erste Tag, je doet samen eigenlijk, en dan denken ze, okay, wat heb ik nu nog vergeten, en zij willen een koor, een bakker van Hafwijk, en dan denk ik zo, man, wat heb ik vergeten, wat heb ik vergeten. So, ich mir noch mit dieser Botschaft, ich wusste das all und statt, was ich und das will reden, aber eins hast ich erst Sonntag hier, und ich denke so, okay, was habe ich vergeten hier auf diese Botschaft hineinzutun. Und so, ich will ein bisschen in eine Series anfangen an das Buch Genesis, 1. Mose, und die ersten 11 Kapitel von dem Buch. Und so, ich glaube, dann war das vielleicht noch gut Zeit geben, wenn ich erst was vergeten habe, um das die Leute nennen. So, aber in dieser ersten Botschaft, ich mir ein bisschen ein Eberbild zu sein von dem Buch, ein bisschen von worum ich in dieser Series nennen will. Und dann war wir noch, ich weiß nicht, vielleicht ein klein bisschen in das Buch nennen, aber da ein bisschen ein Eberbild. Und dann der nächste Mal, ich predige, dann war ich da in das erste Kapitel, in erste Vers, dann war ich die ersten paar Kapitel in 1. Mose durchgehen. Und wollen wir vielleicht worum 1. Mose? Ich glaube, das ist wichtig, das ist in der Bibel nicht. Wenn du in einer Gemeinschaft dann jetzt mit ersten Menschen, dann jankert die mit zu weiten, von wo kommt die, was ist denn seine History. Und so ist das mit Gott, nicht? Wir sind in einer Gemeinschaft mit ihm, in einer Relationship. Und dann Genesis, das ist, wo das alles anfangen hat. 1. Mose, das ist, wo das von alles anfangen hat. So, wir haben ein bisschen betecken, wo das mit uns anfangen hat, wo das mit der Welt anfangen hat, und warum das alles wichtig ist. Ich glaube, wir denken, du fährst vielleicht nicht sehr genug, was das erste Buch zu bedienen hat. Wenn wir nie ein Mensch, der noch nicht in Christ ist, wenn wir den vielleicht anreden von der Bibel, wir wollen vielleicht meist einmal ein bisschen im Neuen Testament anfangen. Nicht? Bis an Jesus glauben, dann bist du gut. Nicht? Kostet das nicht verdienen, bis an Jesus glauben, gut. Aber zuerst, ihr sagt, fängt Gott mit dem Buch an in der Bibel. Und er will Menschen sagen, das weiten. Und so das, wo Gott anfängt hat. Und so Janka mit uns, du nennst ihn Luden, ich kann niemals selbst das Buch bis mal durchstudiert. Genesis, der 1. Mose, so ich war mit ihm taub. So wenn ich hier erst was überbringe, das ist dann, was ich mit ihm taub will lernen, das ist nicht, was ich das auch lange einmal gewiss habe, ich will nie das auch lernen. Und so, was ich hoffe, was wir hier wollen reden, ist, dass wir das wahre Weiten, was ein Untergrund gelegt von was Gott sein Wort wahr ist, was Gott, ich weiß nicht, was das deutsche Wort wird sein für das, aber was sein Wort authoritative ist, und meint, dass sein Wort hat der Reich, zum sagen, was du Wahrheit ist und was du nicht Wahrheit ist. Und dass sein Wort trustworthy ist, dass einer dort vertrauen kann, das ist Gott sein Wort. Und danach, so dass wir besser können mit anderen Menschen umgehen mit dem Buch. Wenn vielleicht hier in dieser Gruppe, wo wir nicht gerade weiten, wo sei ja das Buch von Feinden und von Menschen wird attackt und wo sei ja Menschen confused sein über was hier in dem Buch geschrieben ist. Und ich glaube, dass so tun haben für lang einmal gerade hier, wenn Gott hier anfangen hat, dann hat er auch. Und er weiß, wenn er diesen Untergrund, was hier in 1. Mose, wenn er dort kommt, vermerken, dann die ganze Bibel kann, wenn er das nicht vertrauen kann, dann kostet er auch nicht vertrauen, sondern fällt das Ganze nein. In 2. Korinther 11, Vers 3, ich werde hier auf Englisch überlesen, das sagt, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning,
your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. So dat sagt, dat Paul sagt hier, heißt Angst, dass es der Feind einfach an Gordon hat, deceived und hat von der Wahrheit fortgetragen. Heißt Angst, so war das mit uns auch sein, so war das mit den Menschen in Korinth auch sein. Und so, das der Feind, dort hat er durch in Gordon, und das, was er nach immer war, der als uns von Gott sein Wort proben, in Twivel nennt, starten. Das, das ist mal ein kleiner Twivel. Das gleiche wird ein großer Twivel kommen und denken, also, die ganze Bibel, das ist besser mal ein Punkt. Well, meint das Wort, was ihr gleich so, hat Gott ab ihm gesagt, das ist, was er meint? So schafft der Feind. In Psalm 11, Vers 3 sagt dat, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Wenn der Untergrund destroyed ist, was kann der Gerechte dann tun? So das ist, was der Feind, der in den Untergrund zielen, und er will den Untergrund destroyen, und wenn er den Untergrund destroyen, dann kann er ganze Christianity, da kann er nicht tun, nicht? Und so, viele, die lesen das Buch 1. Mose, und ich würde auch das sagen, ich lege das nicht sagen auf Deutsch, was wir das bis 1. Mose nennen. Das ist ganz fan, was wir das Part von der Bibel, das wir das gewohnt sind, aber auf Englisch, das Wort Genesis, das hat noch ein bisschen mehr zu bedienen als bis 1. Mose. Wenn ich würde sagen, First Book of Moses, das sagt uns nicht viel von, was das Buch zu bedienen hat. Aber Genesis, dort hat zu tun mit Anfang ist. So das ist nicht bis ein Anfang, aber das Anfang ist von mehreren Dingen. So das ist dort, wo das Wort zu bedienen hat. Und so, ich will vielleicht alle dort Wort bringen, als bis 1. Mose, wegen mir das bis mit aller Sens mehr an, was wir reden hier von Anfang. Und so viele Menschen, die haben vielleicht diesen Approach, die lesen das Buch und dann denken sie vielleicht so, well, wir können verschiedenste Ideen haben, nicht? I mean, das war dort, was ich von dem Buch glauben da, was das hier sein wird, war dort, was sein wird, was Gott hat die Welt und alles in der Welt in Saß der gemerkt. I mean, some sagen, das vielleicht Millionen Jahre, aber dort, was einige glauben nicht, und das ist nicht für unsere Erfahrung, bin es nicht. Und das ist nicht die Antwort, was ich will antworten wird, aber dort war das, wenn wir Gott sein Wort nicht glauben, das ist, wo ich fokussen will. Das hat zu tun mit Gott, sein Wort und seine Authority. Hat Gott der Reich, das sagen, und glaube dort, was er sagen wird. Das ist der Zweifel. Habe ich so tun lassen, in uns Verstand Zweifel zu bringen über das Buch. So, ich glaube, das würde so tun, sehr und focusing that ist, und den Authority von Gott sein Wort. Hat Gott gesagt, das war heute einfach da, nicht? Hat Gott gesagt, dass du nicht darfst eten, dass du nicht sollen eten von diesem Baum. Seht Gott das ab ihrem, mein heute hat es dort. Und so, das ist noch einmal, wo er das. Das ist ein bisschen Beispiel, aber wir waren hier nach, wenn ich in ersten Kapitel angehen, dann war wieder viel tiefer angehen, aber zum Beispiel, wir lesen dort in ersten Kapitel, dass Gott hat die Welt in Saß der gemerkt, nicht? Wenn man das dort lesen, das war einer, der mal zurückkommt. Aber doch, dann sind wir von der ersten Tag sehr viele Menschen, die haben sehr isoliert und die haben mehrere Degrees und das sind, dann sie guten Doktor nicht und die tun an eures Evidence wiesen und sagen so, oh, aber ja, die Bibel sagt dort, aber wenn du diese Steine studieren das und dann sagt er, über die Steine, die sind Billionen Jahre alt und dann so dann sie Mond sein Wort, höher als Gott sein Wort tragen. Und so, ich will hier ein Quote lesen auf Englisch, dann möchte ich etwas sagen. Das ist ein Bible-Teacher, hat im Alten Testament, hat actually gar ein schlechter Lehrer, ich würde nicht sagen, dass er ein falscher Lehrer ist oder anything. Aber das was das sind Gedanken aus den Menschen gekommen, dass sehr viele Menschen, die vielleicht in Bibelschulen lernen, und seriös, die haben ein bisschen Zweifel von das, wegen die haben noch einmal gehört, was die Menschen sagen, und die Menschen die sagen das, die Menschen die sagen, die Welt ist so und so alt, die Menschen die sagen, das hat Millionen Jahre gedauert, oder ich sage Menschen, die Scientists, die kluge Menschen, nicht? Und so das ist, was das Bibellehrer sagt. Er sagt, from a surface reading of Genesis 1, the impression would seem that the entire creation process took place in 6 days.
If this was true, the true intent of the Hebrew author, this seems to run counter to modern scientific research, which indicates that Earth was created several billion years ago. So das Lehrer sagen, der hat gesagt, na ja, das sitzen, wenn er in der Bibel lesen, der hat das sagt, das saß der. Aber das jetzt die Scientists von der Tag, die checken da nun, die sagen, no, das ist actually ein paar Billion, sondern sagen, dass die Bibel muss dann artig sein, wegen der Scientists, die sagen, das ist ein paar Billion Jahre, sondern dann muss das was anderes meinen. Und so soll es aber nicht sein. Wir müssen in der Bibel erst kommen, das ist, was wir glauben, was immer nicht mit der Bibel stimmt, das ist artig. Und so, wir haben das Pferd sehr umgedreht. In 1. Timothy 6, Vers 29, sagt er, O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge, for by professing it, some have swerved from faith. Grace be with you. So, Paul sagte Timothy, dass er soll abpassen. Es sind viele Menschen, die vielleicht klug halten, die sagen, they have all the knowledge and they don't dort, was in Gott sein Wort erst geschrieben, dann they contradicting mit Klugheit, ne? So viele Menschen sind vielleicht viel zu klug, wie ich sage nicht, dass das artig ist, klug sein in einer University zu fahren und so was, aber wenn ich lernen in einem Zweifeln, wenn ich zweifeln, was Gott sein Wort sagt, wegen einer so klug ist, dann ist das was mit uns artig. Wir sagen, was kleine Tschäne in der Bibel kommen und glauben, nicht? Und so, wir lesen diese Dinge in der Bibel und denken, so, das ich schon sagen, aber das hat nicht mit der Radung zu tun. So, dort, wo ich glauben da und das Buch, ich würde sagen, wenn das Gott sein Wort ist, dann it matters, nicht? Dann dort das Wort. So, wenn wir Mond sein Wort herheben, als Gott sein Wort, dann hast du in Trouble. So, wenn wir erst was hören, dass, Mond hat nicht mit seinen Klugheit eingefangen, was das hier in der Bibel sagt, das ist eigentlich gleich krass, dass du sagst, das ist mit anders. Was tun wir dann? Dann wir Mond sein Wort herheben, als Gott sein Wort. Und denkst du, okay, ja, das ist, was das hier sein wird, aber wenn ich das hier sein darf, muss das artig sein. Du musst something, wir wollen nicht sagen, dass nicht die Bibel artig ist, das mit Sinn zu tun, aber wir glauben dann auch, du musst erst eine andere Meinung zu sein. Dann wollen wir das ein bisschen changen. So, wir müssen kriegen, was wir in physischen sein tun. Gott sein Wort ist immer so, nicht? Wenn wir das hier anfangen zu zweifeln, was dann, wenn wir beim Neuen Testament kommen, dann steht Jesus von Tod ab. Weil das soll nicht physically possible sein, nicht? Das soll sein, die klugen Menschen wollen sagen, das sind das nicht. Weil wir, for some reason, wir zweifeln dort nicht, aber wenn wir in Alten Testament kommen, dann sind alle Sachen Dinge, was wir mit Zweifel und Frauen täten und haben. Und Colossians 2, Vers 8 sagt das, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. So, das ist eine klare Warning, was Menschen, die kommen, die mit menschlichen Dingen, die Christen proben zu verleiten, was du mit tun, was der Mond sein wird, Herr Jehovah wird, was Gott sein wird. So, war das was wir hier wollen durchgehen, und was mit Gott sein Wort zu tun haben, was Gott sein Wort ist, dass ich habe Vertrauen, dass es so, dass ich habe Glauben, und dass Gott der Reich hat, zu nicht sagen. So, ich glaube, das sind viele Dinge, was wir als Christen, ich würde sagen, viele Battles, was wir als Christen von der Feiten kennen, nicht? Das sind, wenn wir ein bisschen überdenken, das ist Abortion, was kleine Babys worden durchgemerkt, als sie geboren sind. Das ganze Ding mit Gay Marriage und mit Menschen, die nicht weiten, dass sie ein Mann oder eine Frau sind, und dann proben die sich zu verändern. Das sind Dinge mit Race und was eine Klier ist vielleicht besser als die andere Klier, sind Gedanken. Und dann danach, was wir alle von unten kommen und so etwas. So, das sind ein paar von den großen Dingen, die großen Battles, die wir als Christen von der Feiten tun. Aber ich glaube, das Battle von Gott sein Wort und seine Authority, das ist das ganz Wichtigste. Und das ist von wo die andere Dinge rauskommen. So, das sind ein bisschen die Symptoms,
de buitenste tekens van dat grotere issue. Ik wil een klein beetje dat daar gaan. Wanneer we mal denken dan aan abortion, de wereld gelooft dat niet wat dat in 1. Mose zei, dat in Genesis zei, dat Mensch als in Gott sein Image gemerkt. So, wenn ich dort nicht glauben lässt, wenn ich Gott sein Wort nicht glauben lässt, was ja, weil dann merkt ich keinen Unterschied, wenn ich das Baby sein Leben wegnehme, da nicht. Mensch, der glaubt nicht, dass Gott sein Wort sein hat, dass das Leben hat Value und Mensch als in Gott sein Image gemerkt. Oder von der ganze Gay Marriage und so dort, weil Menschen glauben das nicht, was hier in 1. Mose geschrieben wird, dass Gott auf Adam und Eva gemerkt. Das, was Gott dort geplant hat. Und so, dann merkt er, ich kann Unterschied, mit wem ich mich befrieden da, oder mit wem ich taub komme da. Oder von, dort Evolution, was Menschen von unten kommen, oder von einem Pog oder so ist, was, wir glauben das nicht, was Gott hat uns gemerkt. Und dann merkt er, ich kann Unterschied, nicht? Das kann nicht sein, was das hat alles zu tun mit Gott sein Wort und dort nicht glauben. Denn wenn du ein Zweifel hast, das wird das handleiden, so tun, du in Garten hast früh einfach aus Gott wörtlich gesagt hat. Und wegen dort, wegen was du sagen dort, und wegen was noch immer die Menschen sagen dort, wenn wir mal denken an Abortion, 73 Millionen Jahre Babys, die waren das Leben genommen. 73 Millionen Jahre über die ganze Welt. Wegen so tun sage ich, hat Gott ab ihm gesagt, dass das ein Mensch ist? Hat Gott ab ihm gesagt? Oder wenn man mal denkt, dass an Hitler, im Zweiten Weltkrieg, Millionen Menschen, Juden und viele, viele Menschen, die dort zu Tod kamen. Warum? Wegen Hitler, der glaubt nicht, was er hier sagen hat. Der hat eine Idee von Evolution, welche Menschen sind besser als die anderen, welche clear Menschen sind besser, seine Deutsche, von Deutschland nicht, die werden eine beste Race von Menschen. Und so, wenn ich dort nicht glauben wird, was hier in 1. Mose sagen wird, Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Und auch der Erste und Zweite Weltkrieg, die Menschen, die weit nicht mehr kriegen, wie viele Millionen Menschen. Das sind viele Estimates, aber das von ungefähr, some sagen, about 40 Millionen, das ist sehr schwer zu messen, so sehr viele Menschen kommen zu Tod. Das hat alle mit uns zu tun, wegen nicht Gott sein Wort bleiben. Aber wenn ich denke, dass an Kommunismus und was in China und anderen Countries, Kommunismus, da sind auch mehr Menschen, die zu Tod kommen. Warum? Wenn die glauben nicht, was am Anfang wird Gott. Und Gott mögt alles. Oder die sagen nie in den States, Studies, die sagen, dass 1 in 4 von den Menschen, die in den letzten 20 bis 22 Jahren geboren sind, das nennt sich Generation Z, von dort Generation 1 in 4, die tun sich somehow nicht roots aus gay, aber mit der ganzen LGBT, entweder sie gay sein oder sie nicht sein oder sie ein anderes, was anderes sein, als was Gott endlich gemerkt hat. 1 in 4 tun sich damit identifying. Das ist auch wahr, wir glauben nicht, was Gott sein wird sein wird. Wo das soll mit einer Familie sein, wo das soll mit einem Mann und einer Frau sein, wo eine Ehe soll funktionieren, das hat du mit zu tun. So war das Dinge, wir können uns Attention focusing on da, wir können mit dir reden, wo das hat, ich glaube, wir sollen anfangen mit, war eine Gott sein Wort checken und sagen, no, wir wollen erstmal diesen Fett fetten, Gott sein Wort erst so. Und wenn du erst Zweifel machst, das wird das handleiden. Ein bisschen kleine Zweifel am Anfang, das hat sehr, sehr schlechte Konsequenzen. So, 50% von der Ehe wird ein Divorce ending. In der Kirche, in der Welt, kriegt das selber nicht mehr. Und so viele, die befrieden sich auch nicht mehr, die leben bis tot und dann haben sie at least nicht ein Divorce, nicht? Aber das war da, wir wollten noch nicht, Jesus zu sehen, das war das am Anfang wird. So, ich wollte vielleicht, wenn wir stehen in den ersten Kapitel, noch ein bisschen von vielen von diesen Dingen reden. Ich will ein bisschen ein Bild wiesen, checken, woran wir in das Buch wollen anchecken. Und gleich mir davon, ich sage, es sind sehr, sehr viel Prediger und Bibellehrer und Bibelschulen, was
wat das erste Mosebuch nicht kriegt so glauben, was das geschrieben ist. Das ist nicht mal exaggerating. Das ist, würde ich noch kennen von Menschen, was die vielleicht kennen, Numen sagen und was die glauben ungefähr. Aber das ist nicht zu sagen, dass das nicht Christen sind, aber das ist ein bisschen Evidenz von was er findet, mit kleinen Dingen, kleine Zweifels haben, in der Kirche näher kommen. So, 1. Mose, das ist, wo Gott anfängt hat, das ist, wo der Gospel anfängt hat, das ist, wo die Bibel anfängt hat. Und ich werde ein klein bisschen, bis noch ein bisschen Überbild wiesen von der Buch, eine Introduction. So, das Buch 1. Mose, das ist ein Part von unserer Bibel, nicht? Das ist, wo die Bibel anfängt hat. So, das ist noch ein Anfang, was die kommt. Die Bibel fängt in 1. Mose an. Und das Buch, das ist Part von das Alte Testament. Wenn wir ein bisschen Kontext sehen, das ist ein Altes Testament und Neues Testament. Das Wort Testament, das hat dann mit einem Bund. Auf Englisch ist das ein Covenant. Das ist, wenn wir reden dann von einem Alten Covenant, ein Neues Covenant. Altes Bund, Neues Bund. Jesus, das braucht uns ein Neues Bund. Nicht? Und so das, wo das, wenn wir reden von Alten Testament und Neues Testament, das ist von wo das herkommt. Und dann das Buch ist Part von den ersten 5 Büchern, von was Moses geschrieben hat. Dann nennt sich der Pentateuch oder der Torah, das ist das Gesetz, das ist was Moses geschrieben hat. Und von den 5 Büchern ist das 1. Mose erst das längste. So, das Buch, das hat, ich rede mit von, das hat zu tun mit Anfanges. Und so das ist, wo wir anfangen, das ist, wo Gott die Welt macht, das ist, wo Gott die Sternchen macht, das ist, wo Sinn anfangen, das ist, wo all das Schlechte, Suffering und Krankheiten, all das fängt hier an. Das ist, wo der ganze Teil von der Ehe in der Familie, das fängt hier auch an, mit Adam und Eva. Das ist, wo unser 7-jähriges Werk anfängt, wo wir 6 Jahre schaffen und am 7. Tag, da wir uns freuen. Das ist, wo wir dort anfangen, dass wir sind in Gott sein Likeness gemerkt, sein Image. Und sondern weit wieder, dass wir haben uns Leben, das hat Meinung, das hat Value. Das ist, wo das anfängt, der ganze Teil von Glauben mit Abraham, das sagt, was immer ihr redet von Abraham und seinem Glauben, nicht? Und du dachtest, dass er Glauben hat, wie er reich war Gott. Das ist, wo wir das lernen von, das erste Mal von Redemption, von Sacrifice, von Bund, von Versprechen, von Judgment, was ja den erst mit der Plautdietsche mehr war, und von gesegnet. Das ist, wo Musik anfängt. In 1. Mose, wo wir das lesen, und das erste Mal, wo das hat zu tun mit Musik. Das ist, wo die Länder, Staaten und so, was Nations abstunden. Wir dann hier sehr viel Trailer spielen. In 1. Mose, du redest von, dass kann ihn sie nun nicht vergeten, aber das ist ein Monat, der hat das erste Anfang mit Isa zu schaffen und so ist fort, nicht? So, unsere Trailer schon alle, das fangen auch in 1. Mose an. Das ist, wo wir das erste Mal so tun können lernen. So, das sind noch mehr Dinge, aber das sind ein paar Dinge, die haben, das Buch Genesis, 1. Mose, hat den Untergrund von jeder große Lehre, was in der ganzen Bibel ist, das hier in das Buch, du fängst das an. So noch ein paar interessante Dinge. Ich habe das Welt in PowerPoint hinabgekriegt. Ich kriege nicht in der Zeit rein. Vielleicht war ich das nächste Mal, aber ich habe some interessante Charts gemerkt von das Buch. Ich glaube, das ist interessant, dass das Buch, 1. Mose, das ein Buch, dort hat 40% von uns Human History, das sind 6.000 Jahre von ungefähr von Danbad von der, 40% von dort, von der 6.000 Jahre, als in Genesis. Und dort ein Buch. Wir denken für uns, das ist das erste Buch, so man noch mehrere diesen Jahre bei das letzte Buch, nicht? Das ist nicht mal, du hast das meiste von der Bibel. In fact, dass in das erste Buch, als mehr Zeit vergehen hast, in der ganze, das ewige von der Bibel, von Exodus bis Revelation, das mehr Zeit in das erste Part von der Bibel vorbeigegangen. So, ich glaube, das ist interessant. Die ersten 11 Kapitel, die haben über 30% von dort. So, die ersten 11 Kapitel, die haben mit über 2000 Jahre, wo du vorbeigeht, in die ersten 11 Kapitel von der Bibel. Und dann der letzte 39 von dem Buch sind 350 Jahre.
So dat jetzt sehr, sehr busig bei den 11. Kapitel, und von der von Abraham und seine Familie, und der das sehr, sehr gut bei der ewige Bürg. Und 350 Jahre der letzte Part, war 2000 der erste Part. Der Bürg, der wird in dem Neuen Testament über 34 Mal von geredet. Jesus, der hat mir mal, was heute quoting dat. In dem Alten Testament wird sehr viel von geredet. Und ich glaube, das ist interessant, wenn wir denken, dass Moses das Buch geschrieben hat. Und Moses, das wird all, über 2000 und meist 2400 Jahre Luther, was das waren dort, was Gott der Welt mögt, dann wird Moses seine Zeit. Und so ganz bis dann haben die Menschen noch nicht mal das Buch gehört. Die Menschen, die Israeliten, die hören das Buch, vielleicht das erste Mal, was ich in Canaan über den River, in Jordan River, was ich später wir, und dann haben die dort vielleicht mal zum ersten Mal gehört. Ich glaube, das ist interessant, darüber zu denken. Aber da wird gesagt, und ich glaube, wir brauchen noch nicht zweifeln, wegen dem Neuen Testament sagt auch, dass Moses hat das Buch geschrieben. Wir wollen, dass Moses, der wieder am Boy mit Gott taub, hat einfach gesagt, face to face mit Gott reden auf dem Boy und mehrmals in seinem Leben, was er mit Gott dort anging. Und so, dann, ist uns das vielleicht deutlich, wo er das Material kriegen haben, wenn Gott, und er mit Gott reden, dann hat er vielleicht ein Steiner ist, wo er dort abgeschrieben hat. So, wenn er erst das Buch geschrieben hat, vielleicht, die glauben, dass euer Sein in Canaan andeuten über euer Moses sterben dort, nicht? So den Zeit, Jeruts euer Sein ist in Canaan andeuten. Und wo ist das geschrieben? Well, vielleicht in der Wüste, in der Wilderness. Und dort wurde für mehrere Jahre wir in euer Sein in Canaan an. Und so, warum fragt Gott, was Moses das Buch geschrieben hat? Well, sie wollen nicht die Israeliten, die da in Canaan an. In Canaan, die wir in mehrere andere falsche Gods und Idols und alles von jedem von was Gott ist und wer Gott wird und so eine Jäuf Gott und das Buch. Das hat er mal durchgeschrieben und klar mehr und das ist, wer ich sie. Und diesen Gott sei anbeten. Wenn je in das neue Land sind, du waren mehrere andere Götter sein, du waren mehrere andere Religions sein, mehrere Menschen, die ihnen wollen proben von das Gott vorzulegen, und so Jeff Gott und das Buch. Gott will auch wissen, wo der Sinn herkommt. Gott will wissen, wo das Bund, das Bund, was Gott merken, dort mit Abraham merken in 12. Kapitel von Genesis. Und so ganz, ein paar hundert Jahre Luther aus dort, wenn die Israeliten in Jerusalem über den River stoppen, dann können sie sagen, okay, das hat Gott uns damals versprochen, dass wir in das Land ankommen. Und so Gott will Anthony wiesen, dass, hey, das hat nicht versprochen, von der es das erfällt. Und so Gott will Anthony wiesen, dass diesen Plan, was heute mit abgekommen wird, das Plan of Redemption, was heute Menschen will raten. Und dann will die Menschen einen Untergrund geben von den Radar, was da kommen wird. Und dann das letzte Ding, wo ich sagen, warum heute das Buch geschrieben hat, warum Gott Moses das Buch geschrieben hat, wie zum Israel und zum uns, auf Englisch ist so ein Worldview geben. Worldview, das ist, wie die Welt sein soll. Das ist eine Brille, nicht? Das, wenn wir machen die Welt so sein, was Gott die merkt hat. Und so, wenn Gott hat sich hier revealed, das, was ich die Welt gemerkt hat, das wer ich sie, das wird dort am Anfang wird, und dort, wo wir die Welt nie sein soll. Wo heute gemerkt hat und wo heute gemeint hat. So, das Buch, das ist, in der Bibel sind viele verschiedene Sorten Bücher, nicht? Das sind Lieder, Psalms, das sind meistens Lieder. Und dann hast du noch History, und das ist, was das ist. Das ist History, das ist, was du passiert ist. Das ist wirklich passiert, das ist nicht bis Geschichten. Ich glaube, von der schon darf ich sein und fair, und das sind so eine harte Kinderbücher, nicht? Und von Noah und seine Ark ist ein kleines, großes Ark, oder ein kleines Ark, wo die große Tiere man hat, vielleicht 6 Tiere, in der Kap der stark von Bieten rührt, und das ist mit das Bild, das wir mit 1. Mose haben. Das ist alle, wenn wir daran denken, dann ist es alle ein bisschen mit Kindergeschichten zu tun, nicht? Und es ist nicht, dass die Kindergeschichten schlecht sind, aber das ist mit dem Denken, was wir mit annehmen. Aber doch, das Buch, das
dat dreht van dingen wat er passiert zijn, dat is history, dat is op eerst zo je was. So wenn einer reden dat van, wo wir in Sinn entscheiden, maar als dat Wunder, de Flood passieren deed, de Ark, all die dingen, dat zijn niet bloß Geschichten, dat is woord wat er passiert is. So, maar du wegen dat zijn grote dingen zijn, for some reason mensen die vinden het veel sehr schwer, dort te geloven. Dat ewige part van de Bibel, dat gaat ganz leicht dort te geloven, maar for some reason, hier am Anfang, fingen mensen dat er nog schwer dort te geloven, wat dat op eerst is dit als je was. Maar ik wil nu nog een klein beetje aan het denken houden dat, wanneer we in de buik dollar waren aangaan, de buik heeft te doen met Jezus. Dat heeft ganz te doen met Jezus. En in Johannes 5, vers 46 en 47 zegt dat, For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote of me. Wanneer je Moses je geloof houden, wanneer je am geloven doen, dan wil je mij ook geloven, zegt Jezus. Wegen hij schrijft van mij. So dat zegt ons dat dit boek wat Moses geschreven heeft, dit boek van 1 Mose, dat is van Jezus, dat heeft met hem te doen. Als Jezus is opstond van dood, dan ging hij met de disciples, die waren 2 disciples, die gingen am weg naar Emmaus. En zij wisten niet wat hij Jezus werd, en dan deed hij een beetje een predigt verbrengen. En dat zegt in Lucas 24, vers 27. And beginning with Moses and all the prophets, so met de eerste 5 boeken en al de profeten, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning himself. So dat zegt dat hij vang met Moses aan en de profeten, hij wijst dat dit heeft met mij te doen. Dit heeft met mij te doen. So wanneer we verder weg moven doen, dacht ik, ik wil gaan wie zouden doen denken dat dit heeft met Jezus te doen. Dit is wat hij zich revealen dat. Wanneer du zeggen dat in eerste vers, 1 Mose 1 vers 1, dat zegt in the beginning God, in aanvang God. Weet je dat die God, wat du van schreven hebt, dat is Jezus zelf. Krijgt die Jezus wat aan het strafen deed? Krijgt die Jezus? We denken veel zo dat God de Vader, dat is met zo groot aller top. Nou, dat is Jezus. Krijgt die Jezus wat heb je denkt? Jezus. En in Colossians 1 vers 15 met 17 zegt dat, de red van Jezus, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth. So dat zegt, door Jezus en alle dingen gemaakt. Dingen in hemel en dingen op aarde. Alles is door Jezus gemaakt. So Jezus wird du aan aanvang aan. We weten dat de drie-eenigheid, de Trinity, dat denken we zelf ja, dat is een Nieuw Testament leren, maar wanneer we dat nu terugkijken doen en zeggen dat, oké, Jezus weer aan aanvang, dan lezen we dat Jezus zegt, let us make man in our own image. So, Jezus redt van, laat ons man maken. Ons, niet laat mij, laat ons. Hij redt van, en dat zegt ook, de Jes is even dat Wunder, niet? De eerste vers. We worden nog daar aangaan, maar du kan dat al met zijn, du vangt die drie-eenigheid zich al een beetje onderuit te brengen. So Jezus is die, wat alles gemerkt heeft. Hij houdt dat alles op. Krijgt u in Colossians 1, dat zegt u, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things hold together. Wat dat meint is, hij houdt alles op. So, dat boek 1 Mose, dat is een boek van aanvangers, maar daarna dat is een boek van Jezus en van waar hij met zijn plan aanvangt om ons te raden. So ik wil niet gaan dat we zullen van dit uitlezen, we willen immer aan denken houden, want we door dit boek gaan, dat heeft met Jezus te doen. So, ik geloof dat het interessant dat ik wil niet van Offenbarung reden, maar een paar vergelijkenissen, waar ik eruit neem, dat de eerste 2 boeken, of de eerste 2 kapitels van 1 Mose en de laatste 2 kapitels van Offenbarung, dat zijn de einzige 4 kapitels in de ganze Bibel, wat er niets met zin te doen heeft. So, dat vangt al in het 3e kapitel in de Bibel aan, vangt het met zin aan, ganz bij het meest laatste kapitel in de Bibel. En dus, dat zeg ik in 1 Mose,
dat de jeden Menschen waren gekürst. Und in Offenbarung 22 sagt, dann ist der Kurs fortgenommen. Das sagt, dass in 1. Mose, da wird ein Garten, da wird ein Baum, the tree of knowledge of good and evil, aber dann wird noch ein Baum, the tree of life. Der eiten nicht von dem Baum, der kann nicht, wenn sie haben von den anderen Baum gegessen, was sie nicht sagen. Aber dann in Offenbarung sagt nie sind die Ware durch den Garten, nie eten die von dem Baum, was sie sagen von eten, den tree of life. Das ist ein sehr besonderes Bild von dort, wo du in 1. Mose, was sie verlieren deuten, in Offenbarung, da haben sie dort drei. Den Paradise, dort scheinen den Garten, was sie verlieren deuten, den haben sie da drei in Offenbarung. So, das ist so weit, was von der, ich weiß jetzt vielleicht sehr viel, aber ich will ein bisschen in Bild wiesen von der ganzen Buch und dann noch ein bisschen reden von worum wir in diesen Series nennen wollen. Nächstes Mal, weil wir viel da in der Schrift angehen, in den ersten Kapitel, in den ersten Vers, dann werden wir ein bisschen durchgehen. Ich bin excited dafür, ich habe noch niemals bis das erste Buch von der Bibel mal durchstudiert, so ich kriege das auch fair zu tun. So, wir haben noch zu beten. Gott, ich danke dir für wer du bist, ich danke dir für die zu vertreten jetzt, die uns dein Wort hast gegeben, und dein Wort Authority hat, und der Reich uns zum Wesen und sagen, wo wir leben sollen. Und Gott, ich bitte, dass du uns helfen, wenn wir hier durch die Buch durchstudieren, dass du die Dinge herausbringen, was du was haben, was wir sollen, und focusing. Und das meiste, was wir wollen denken, dass das ein Buch, was von dir kommt und mit dir zu tun hat, Jesus. Und ich bitte, dass wir wollen da die Leben durch das. In Jesus' Namen. Amen. Dankeschön, Johnny. Ich kijk verder wat ook. Ik leid wat een paar jaar duren, daar ik bloß de eerste Buch daar kon. Dus zoveel ben. En het is een van de beste boeken in de Bibel. Sehr interessant. Wanneer nicht erst hast die Bibel durchgelesen, nie würden keine Zeit sein, zum ganzen 1. Mose lesen, wenn du so viel ben en het is een sehr leichte Buch zu lesen. Bloß einmal denken halten, wir haben Care-Groups einmal in Medwerk. Wie viel von Ihnen sind in kleiner Gruppe, was der Maya, was der Durchweg Taubcamp, was der nicht und sind noch smart als wir Taub kommen. Wie viele von Ihnen sind in so einer Gruppe? So viel mehr als was ich dachte. Da haben wir ein paar Gruppen, aber die sind da. Die sind nicht einmal in Medwerk. Wir sagen immer Medwerk als Care-Group, aber wer ist dann am Freitag, wer ist dann am Montag, unsere dat in Medwerk. Dort ist eine feine Stadt, wo wir können Dollar angehen und diese Dinge studieren. So, wenn ihr nicht wissen, von was ihr wollt in diese Werk reden, dann kann ich vielleicht von 1. Mose Dollar angehen und studieren, nicht dort Johnny diese Series angefangen hat. So ja, das ist alles, was wir von der haben. Wir wünschen Ihnen ein gutes Werk und sehen wir uns nächste Woche.